Es gibt also diesen einen mit der nötigen Kompetenz, der uns eine klare Auskunft geben kann. Von ihm erfahren wir, was unmittelbar nach dem Tode mit jedem Menschen geschieht. In Lukas 16, die Verse 19 bis 31, hat Jesus uns diese Antwort am Beispiel von 2 Menschen gegeben, die gerade gestorben waren. Der eine kennt Gott, der andere lebte ohne ihn. Der eine ist Lazarus, der Gott kennt. Er wird von Engeln in Abrahams Schoß getragen und ihm geht es gut. An jenem Ort, den Jesus auch in Lukas 23, Vers 43 als das Paradies bezeichnet hat. Der andere, ein Reicher, befindet sich unmittelbar nach dem Tode in der Hölle. Und er beschreibt seine schreckliche Situation mit den Worten: Ich leide Pein in diesen Flammen. Lukas 16, Vers 24b. Wir sehen also, der Tod ist also keineswegs der große Gleichmacher. Vielmehr können wir sagen, wenn es in dieser Welt schon sehr massive Unterschiede gibt, jenseits der Todesmauer werden sie geradezu unbeschreiblich weit auseinanderklaffen. Der Glaube an den Sohn Gottes, Jesus Christus, befreit uns vom verdammenden Gericht und bringt die Gewissheit des ewigen Lebens. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom geistlichen Tode zum ewigen Leben hindurchgedrungen. So hat es Jesus in Johannes 5, Vers 24 gesagt.